Ja, hallo, da bin ich wieder. Ich bin die erste Lichtarbeiterin, die jetzt wieder zurück ist auf YouTube. Hera Delgado wird die nächste sein. Und es hat sich sehr viel getan, seit wir verschwunden sind im Untergrund. Ja, wir sind wirklich in der Tat verschwunden auf Telegram. Alle Lichtarbeiter sind am gleichen Tag verschwunden. Und klar, mir sind sie dann gefolgt, diese Reptoiden, haben mich weiter bedroht, aber sie haben keine Chance mehr. Sie haben dann sich eingenistet bei Attilas Videos, den ich heftig verteidige. Und ja, ich habe sie alle ausgeblendet, die sind weg. Aber sie sind noch da, die Reptoiden sind noch da. Ja, bei mir hat sich sehr viel getan. Ich habe wirklich heftige, ein normaler Mensch würde sagen, Nervenzusammenbrüche gehabt. Ich habe gestern vielleicht eine Viertelstunde einen Heulkampf hier in der Stube gehabt, weil ich so nicht mehr weiterarbeiten kann, weil die Lichtkrieger, ja, wie sie alle heißen, sind noch voll in diesem Corona-Zeugs drin und ich habe gebetet und gefleht, hört auf, ich kann nicht mehr, ich verliere meine Lichtarbeiter, ich habe 3 Abonnenten verloren, die in Jesus sind, aber ich muss weitermachen, es geht ja auch um die Schweiz zu retten, weil die Pharaonenschweiz ist wirklich satanisch. Ich habe ein Video gemacht in Hölloch, in Bar und habe dort den Teufel beschwichtigt. Ist mir gelungen, habe dort einen Altar eingerichtet. Ich bin in Kontakt mit Sananda und ich bin mit 5 Raumschiffen unterwegs hier auf Erden. Das sind die Ashtar Sheran, das sind Attila, Sananda, ich, die Venusianerin. Dann bin ich unterwegs mit den Arcturianern, mit Wolfgang, mit den Plejaden Osiris, Atokan von den Satrop und den Siriusianern und die Venus bin ich. Und wir arbeiten jetzt wirklich an der Lichtarbeit, um die Menschen, die, ja, es sind erst 500.000, die jetzt in diesen, von den 144.000 sind erst 500.000 hier auf Erden, die in die nächste Dimension aufsteigen können in 16 Jahren. 2036 wird es soweit sein. Und bis dorthin müssen wir ganz viel Arbeit machen, gute Arbeit. Ich habe meine Kommentare deaktiviert, bewusst, weil ich keine negativen Kommentare mehr brauche. Es ist mir egal, wie viele Daumen ich dann runter habe, das ist mir egal, weil das sind die auf verlorenen Posten. Die Faschisten, ich meine, YouTube hat mich gelöscht, die Merkel hat mich beobachtet, der Trump hat mich beobachtet, auf Twitter, auf Instagram war der Bundesrat Berse, auf Twitter war Bundesrat Berse, auf YouTube war es die Merkel-Dynastie und ja, es ist schrecklich. Ich staune, wie Attila noch auf YouTube herumwursteln kann, aber das ist sein Ding, ich rede ihm da nicht rein. Ich ziehe jetzt mein Ding weiter und mir ist es wirklich wichtig, euch, die übrig geblieben sind, zu helfen, weil ich bin ein guter Mensch, ich bin eine gute Seele, ich bin die von der Venus und ich habe jetzt gerade ein Terra X von Harald Lesch geguckt über Drogen. Könnt ihr selber googeln auf YouTube, Drogen. Oh, jetzt ist schon wieder einer hier, Lichtarbeiter. Wie soll ich sagen, Drogen Terra X. Dort habe ich herausgefunden, dass schon zu Zeiten von den Steinzeitmenschen die Bienenmenschen da waren und diese Steinzeitmenschen irregeführt wurden. Das heißt, die Inka wurden dort zwiegespalten, weil ich habe nie Drogen initiiert, um Gott zu schauen. Gott hat mich gefunden, war immer bei mir. Und mit diesen Ayahuasca-Pflanzen werden die Menschen in die Irre geführt und die Drogen und alles Zeugs. Und ich hatte da auch mal auf Facebook einen Kampf mit einem von Ayahuasca, der in Zürich das Zeug verkauft.
Er hat mich angeschrieben, hat gesagt, du hör, ich bin Schamanin, ich brauche das Zeug nicht. Dann hat er mich angerufen, anonym, da habe ich gewusst, was los ist. Ja, wer die Wahrheit kennt, muss ein schnelles Pferd haben. Ich habe das Pferd. Ich habe hier jetzt in der Schweiz ganz viele Probleme intern lösen können. Ich habe einen Vergewaltiger an der Strippe. Ich habe meinen Hausvermieter überführt. Das ist ein Verbrecher. Ich lebe mit einem drogensüchtigen Basil Rösli hier in meiner Wohnung. Ich habe zurzeit die Hölle gehabt. Ich habe diverse Polizeieinsätze gehabt. Er hat inzwischen mehr Angst vor mir, weil er ist Antichrist, er weiß, wer ich bin, aber jemand hat mir aus meiner Tasche das Jesuskreuz gestohlen, ob es der Deckling war oder der Basil, lasse ich offen stehen. Ich bin in 2 Monaten weg, man hat mich gekündigt, ich stehe quasi wieder auf der Straße, aber wir verschwinden. Wir Lichtarbeiter, wir gehen wohin, das sagen wir euch nicht. Wir arbeiten dann von dort aus und ja, bei mir sind die Vögel wieder hier. Ich habe Amseln, Meißen, Rotschwänzchen, Spatzen, die wollen jetzt ein Nest bauen. Meine Pflanzen gedeihen, die Orchideen gedeihen. Also die Plejader sagen, die Plejaderkinder spielen in rosarotfarbenen Flüssen und das Paradies, Blumen und Farben. Und wir haben die Orchideen, ich züchte Orchideen. Und von den Pflanzen esse ich eigentlich jetzt praktisch Kräuter, was wieder nachwachsen kann. Und ich habe jetzt auch herausgefunden, hier in der Schweiz haben wir ganz viele Baumpilze. Also ich denke, man kann da auch etwas zubereiten, etwas Veganes. Ich werde da natürlich jetzt daran arbeiten, weil mir hat jemand gesagt, wir können diese Baumpilze essen, die sind nicht giftig. Und ja, was noch kommt ist, wir sind noch am Rätseln, was kommt. Ich habe da verschiedene Daten von wegen der 3 Tage Dunkelfinsternis. Ist schwierig. Ich tangiere da am 9.11.2020 wird etwas geschehen. Am 2.11. November wird auch etwas geschehen. Dann sind die Präsidentschaftswahlen in USA. Trump und Biden werden nicht siegen. Es wird die Kamala Harris sein. Sie ist eine Indigo. Das hat der Arcturianische Rat so uns verkündet. Ich bin gespannt. Der 3. Weltkrieg, ja, der Attila Hildmann wird da heftig attackiert. Der Spahn soll ja bereits in einem Bunker verschachtelt sein. Der kann jetzt 3,5 Jahre dort warten. Der 3. Weltkrieg kommt erst in 3 Jahren, weil jetzt sind die 2 Zeugen unterwegs. Das sind der Zahid Khan in Deutschland und der Rabbiner in Jerusalem. Das sind die 2 Falschen. Und die werden dann am Ende getötet und erst dann kommt dann der Krieg. Und dann wird es wirklich, wirklich hart, auch für die Schweizer. Es wird für die ganze Menschheit hart. Ich habe es gesehen. Es wird ein blutiger, heftiger, kurzer Krieg. Aber danach, es gibt viele Tote. Es wird schon 2021 ganz viele Tote geben, weil sie mit diesem Corona-Scheiß weitermachen. Berlin sperrt jetzt rigoros alle Bezirke ab. Es kommt jetzt dann zum finalen 2. Lockdown weltweit. Das kommt vielleicht am Montag. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht mal, was wir heute haben. Haben wir heute einen Donnerstag oder Mittwoch? Ich habe das Datum, 22. Oktober. Die Uhrzeit habe ich auch. Es ist 19.01 Uhr jetzt im Moment gerade, Livestream. Und ja, für uns ist es jetzt nur noch spannend, was kommt. Wir sind geschützt, wir sind auch von den 5G-Strahlen geschützt. Der Arcturianische Rat hat uns das Gebet gegeben. Ich brauche es gar nicht, ich bin eine Indigo, ich bin so oder so geschützt, ich bin immun und diese Corona-Scheiße geht nur wieder darum, um die DNA zu lesen von euch und euch zu verchippen mit dem 5G-Strahlennetz und auch Tesla ist scheiße, dagegen kämpft ja Attila an und dann haben wir diese Quantencomputer, aber da haben wir ganz viele Schweizer Indigos, die daran arbeiten und Sananda wird mich rechtzeitig informieren. Ja, es ist wirklich viel zu tun auf diesem Planeten. Er ist wirklich kaputt. Also ich habe wirklich gesehen,
Ich habe wirklich brennende Erde überall gesehen. Wirklich, ich weiß nicht, ob jetzt noch in Deutschland ein Atomkraftwerk in die Luft gebunkert wird wie Tschernobyl. Meine Tochter Melanie ist am 19.01.86 um 8 Uhr morgens geboren, gerade von Tschernobyl. Sie hat es gerade noch geschafft. Die Gaia, meine Enkelin, ist am 18. Februar dieses Jahr geboren, 2020, auch morgens früh. Wir sind alles Sternkinder, sind alles Frühkinder. Also ja, die Gaia war jetzt wirklich früh, die Melanie 8 Uhr, die Sharon war ich glaube, sie war 9 Uhr und der Janik um 11 Uhr und die Saskia auch, weil ich bin immer um 8 Uhr im Spital gewesen, Schweiz und Blasensprung, oder sie haben mir einen gemacht und dann hat es 2 Stunden gedauert und die Kinder waren hier. Ja, ich weiß es nicht. Gott kennt das Datum. Und es ist auch so, dass in Amerika vermutlich dann wirklich ein Asteroid einstürzen wird im Atlantik vor Washington, weil da verschiedene Sternenkinder diese schrecklichen Träume hatten vor einem Jahr und gesagt haben, dass da etwas abstürzt im Meer und dass da wirklich etwas Heftiges geschehen wird. Aber sie werden gerettet, dann ist Jesus ihnen erschienen, hat sie geholt. Ja, ich werde auch nicht. Epstein ist der oberste Guru, Gates, auch Trump und Jared Kushner. Sie sind die 3 Antichristen. Wirklich, der Trump hat ja verkündet 5G, wir werden 5G jetzt ausarbeiten und wir werden vorwärts machen. Und Trump hat auch schon 6G und 7G in Planung. Trump ist sehr, sehr gefährlich. Er ist Plejader, aber er ist ein Nephilim. Ja, Trump. Er hat mich ja auch verfolgt auf Twitter. Er hat mich gefragt, wo ich lebe. Habe ich gesagt, in Peru. Ich bin ja nicht doof, dass ich sage, dass ich wo ich bin, weil dann steht er mir vor der Türe. Ich hatte ja genug Stress mit dem Artokan von Satrop, dass ich aufhören soll, meinen Kanal löschen soll und ein Entschuldigungsvideo machen soll, weil sonst werde die NATO über die Schweiz fliegen. Ja, ich habe wirklich noch Stress gehabt in dieser Nacht und ich habe es geschafft und er hat sich dann bei mir mit einem anderen Video wieder bedankt für die Zusammenarbeit. Und wir arbeiten jetzt wirklich, wir, die Ashtan Sheran, Arcturianer, Plejade, Satrop, Siriusianer und ich die Venus. Ich bin die einzige Schamanin auf Erden. Ich werde, was ist mit dem Voodoo? Ist er sogar der Lichtprinz? Stefan Volkmann, ich komme nachher. Da ist ein Lichtarbeiter in ärgster Not. Wir haben da ein Bild bekommen von einem Afrikaner, wo jetzt diesen Lichtarbeiter bedroht. Ich weiß nicht, das könnte ein Voodoo sein. Voodoo sind sehr, sehr gefährlich. Eben gesagt, wie gesagt, ich bin nicht von dieser Seite, ich bin vom Licht, ich bin von Gott gesandt. Und im Moment arbeite ich wirklich, jetzt bin ich vielleicht schon, oh mein Gott, jetzt muss ich schnell kurz rechnen. 13 Stunden bin ich jetzt schon wieder unterwegs auf meinem Kanal in Telegram und ich muss dort alle Lichtarbeiter miteinander vernetzen und verschicken. Und ja, ich habe noch etwas. Da ich ja auch heftig Corona hatte, am Dezember 19 bis März 2020, habe ich mir in der Drogerie Dropa Briotis Plus spatgieriges Arzneimittelspray gekauft. Ich weiß nicht, man sieht es jetzt natürlich nicht. Ja, ist ja egal. Ich muss das 5. Oh, keine Ahnung, was da drin ist. Es ist bitter.
kann es nicht, es ist schrecklich. Es ist wirklich schrecklich, aber ich nehme es jetzt. Da habe ich B-Komplex, das ist Vitamin B1, 5, 6, 12. Das ist für mein Nervenkostüm, weil ich wirklich dermaßen gestresst wurde von Basil. Und Echinaforte Forte, das ist ein Schweizer Medikament, das ist gegen Corona. Das ist die indianische lilafarbene Sonnenblume. Und die Schweizer sind nicht dumm, die wissen Bescheid über Corona. Sie müssen jetzt einfach mitmachen. Die Schweiz ist angeklagt in Deutschland und in Österreich, Verursacher des Zweiten Weltkrieges. Stefan Ross, ein australischer Historiker, hat das schon lange verkündet. Er wurde verführt, entführt, bedroht. Er ist vermutlich noch in Gefangenschaft von den Schweizern. Ich habe diese Botschaft, ich habe das aber schon nach Deutschland gegoogelt. Die Deutschen arbeiten schon an der Schweiz. Sie wissen, dass die Schweiz das oberste Ding ist für Corona, für die Impfung. Das wird in der Schweiz produziert oder wo. Ich habe die Nachricht gehabt, aber ich weiß, die Schweiz ist das Spaßlager des Teufels. Deswegen bin ich hier inkarniert. Aber die Lichtarbeiter, die Lichtkrieger sind jetzt alle schon wieder am Transformieren, habe ich gesehen. Sie wandeln, also die Alchemie, sie wandeln jetzt um. Auch der Attila ist jetzt auf den Boden gekommen. Ich habe ihm gesagt, hör auf, schick mir mal etwas, worüber ich vielleicht noch nicht Bescheid weiß. Und doch weiß ich dann wieder Bescheid, dass er über diese Satanistenhölle, über die Satanistenburg von Berlin berichtet, die Merkel-Diktatur, das ist satanisch pur, pur, pur. Und wir haben auch ein Bild bekommen von der Merkel, wie sie da mit einem Glas Sekt, die trinken ja Sekt, diese Hunde, ich trinke Rotwein, Jesus. Und sie läuft da rum und sie sieht wirklich aus wie ein Greyhound. Ich habe diese Wesen gesehen. Der Attila ist der Hunnenkönig aus der Türkei, Osmanischem Reich. Und ich bin die Venus. Und die Venus ist wieder am Himmel. Der Mond ist weg. Ihr könnt gucken, wir haben keinen Mond mehr am Himmel. Seit Tagen nicht mehr. Wir haben den Stern von Bethlehem vor 2 Wochen schon gesehen, nachts. Und die Venus ist jetzt wieder am Himmel und ich habe jetzt wieder tatsächlich Sterne gesehen. Ich sehe wieder diverse Sternenbilder, wie früher ich das gesehen habe. Also ich bin angekommen für euch in der 5. Dimension, aber für euch arbeite ich schon aus der 13. Dimension. Sananda ist aus der 13. Dimension, aber er sagt dann wieder etwas anderes. Aber ja, man kann nur aufsteigen. Ich habe die Bhagavad Gita dieses Jahr noch gelesen im Januar und dann hat es bei mir nur noch Klick gemacht und der Sananda, der Geistheiler, ist wirklich der Beste. Er wird natürlich immer noch heftig attackiert, aber das ist uns egal. Weil auch er hat jetzt gelernt, er hat mir jetzt gestreamt, dass er auch Dinge jetzt gratis machen wird. Er muss das Einkommen haben, er muss ja auch leben in der Schweiz. Dann unterstütze ich ihn voll und ich schicke alle Menschen zu ihm, die Hilfe brauchen. Und die Schweizer Psychiater Dr. Joachim Berg und Dr. Axel Daniel Wolf werden jetzt noch von mir persönlich bearbeitet, weil die haben wirklich Scheiße gemacht. Ganz schlimm. Und ich wusste immer, dass die Deutschen die Schweiz übernehmen wollen, weil die Schweiz gehört den Deutschen, das ist richtig. Nicht die Schweiz. Schweiz, goodbye, Schweiz kann ich bald sagen, aber da bin ich schon fort. Ich bin nicht die jetzt die Schweiz vernichten wird, weil ich bin dankbar, dass ich hier geboren bin und meine Kinder haben darf. Und ich kann meine Kinder nicht verfluchen. Und ja, ich melde mich bald wieder. Und wir müssen auch, ihr müsst jetzt nicht mehr zu Jesus beten, weil dann, sonst bleibt ihr in dieser Schlaufe hängen. Unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Reich. Dein Wille geschehe, auf Erden wie im Himmel. Gib uns unser tägliches Brot, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Om bur buva svat hat saviturarenium bargo deva sichimachi yo yono brachudayat. Das ist das kraftvollste Gebet, das ihr beten könnt. Ihr könnt es auch finden auf YouTube. Gebt ein Om Bur Buva Svat. Dann habt ihr es schon und sendet es raus in den Kosmos. Seid gegrüßt. Ja, wir freuen uns. Dankeschön.